befinden uns im Kreismedienzentrum Freiburg, wo jedes Jahr diese Ausstellung gezeigt wird, Zwangsschule für jüdische Kinder. Und zwar immer im Januar, Februar, März um den Holocaust-Gedenktag, der ja am 27. Januar international eingerichtet worden ist. Ja? Und diese Ausstellung wurde im Jahr 2004 gestaltet als unsere Gedenktafel zum Gedenken und zur Mahnung an die Zwangsschule für jüdische Kinder an der Lessing Realschule eingeweiht worden ist. Eva Kohn besucht uns heute, kam extra aus London in die alte Heimat zurück. Also das ist eine Tafel von Renate Haberer-Kraus und da haben wir eine richtige Unterschrift. Die Renate, auch aus Offenburg, gell? Deine Jugendfreundin, oder? Die hat über den letzten Tag der Zwangsschule für jüdische Kinder, als nämlich die Deportation war, als um 10 morgens es geheißen hat, alle müssen wieder heimgehen, da hat sie uns zur Woche des Erinnerns und Begegnens 2004 einen Brief geschrieben, wie sie diesen letzten Tag an der Schule empfunden hat. Gell? Die Kleinste, die immer noch gut gelaunt war, gell? Du hast die... Ich hatte eine heitere Natur. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wirklich was damit zu tun, ob du die Überlebenskraft hast dadurch. Ich glaube, alles, was mir passiert ist einfach in ihr Körper gegangen. Ja, die Mutter hat ihr mehr anvertraut, wie mehr im Lager hat sie mit der Mutter hat mit ihr gesprochen. Mir hat sie nur ein Lied gelernt, das letzte, kein Feuer, keine Kohle, kein Brennen so heiß. Und von deiner Mutter haben wir so viel gelernt. Ich habe meine Mutter auch durch die Gedichte erst kennengelernt. Ich meine, was weißt du als Kind von 8 Jahren? Was bleibt dir? Aber sie hatte so viel, ich glaube, das ist ein sehr berühmtes, ich sage euch, das ist Mord. Ja. Das hat sie der Frau Dahlheim, diese Freundin, das war eine gute Freundschaft. Meine Mutter hat sich nicht sehr angepasst an viele Leute, es wurde eher ein Feind. Ja. Aber mit diese Frau hat sie sehr einfach, die muss auch schon längst tot sein. Wie diese Fräulein Dahlheim, so hat ja auch ein ehemaliger jüdischer Schüler unserer Schule, der Kurt Meier, auch das Lager verlassen können, weil das Visum in die USA noch rechtzeitig kam. Die ganze Familie wurde gerettet. Ja, aber wir hatten auch Papiere, aber es kam in Portugal, aber es kam nicht dazu. Ja, und wie schlimm muss es wie traurig für die Zurückbleibenden es war. Aber auch die Hoffnung, dass die erzählt ist. Wenn du ihre Gedichte genau liest, dann weißt du, sie war ein Gläubiger, sie hat geglaubt. Und sie hat also so viele Gebete an Gott, ja? Und trotzdem hat nichts geholfen. Lange hast du dich gesehen, endlich wird es wahr. Und was endlos du gewähnt, geht zu Ende dieses Jahr. Ich sag euch, es ist Mord.